das nächste Mal. Das Buch ist eigentlich in 4 Teile gegliedert, eine Art wie Frühling, Sommer, Herbst, Winter. Ich habe das darum gemacht, weil es mir dünkt, die Bäume haben in jeder Jahreszeit etwas zu bieten an Schönheit. Und ein Baum, der mich besonders beeindruckt, ich kann nicht sagen, es sei mein Liebling, aber einer meiner Lieblinge, den möchte ich gerne zum Schluss euch noch präsentieren. Ihr kennt ihn sicher alle und ich sage euch, es war ein riesen Drama auch um diesen Ginkgo, weil mehrere Leute haben sich unsterblich in den verliebt und haben sich beworben bei diesem Crowdfunding um einen Ginkgo. Und der Text heisst «Überlebenskünstler». Ginkgo. Er steht im Hof vom Kloster. Hat's da gut. Er lebt im Rhythmus der Weckrufe, der Glöckli, der Schalmeien. Er weiss genau, wenn welcher Gesang, wenn welche Prozession. Er kennt sie alle, jung und alt. Er ist in ihrem Takt. Aufstehen, beten, schweigen, essen, beten, studieren, schweigen, beten, wach, schlaf, wach, schlaf. Im Metrum und Rhythmus verankert, in der Gemeinschaft eingewoben, im Aufschauen zusammen. Die einzige Frau im buddhistischen Mönchskloster ist eine Ginkgo-Frau. Sie ist schön. Sie ist alt. Ihre Rinde ist lebiger als andere. Wie Haut ist sie zum Anlängen. Der Ginkgo kommt aus einer Zeit, die noch älter ist als das Mönchstum. Ist ein Urbaum, der überdauert hat. Verwandte hat er keine. Die gibt es nicht mehr. Nur er ist noch da aus seinem Geschlecht. Ein geheimnisreicher Baum mit glänzigen Blättern wie elegante Fächer, die im Herbst still vergolden. Die uralte Baumfrau steht in China. Es gibt Ginkgo-Männer und Ginkgo-Frauen. Die Chinesen setzen vor allem auf die Frauen, wegen der Früchte. Wer sich von ihrem Gestank nach Buttersäure nicht abschüsseln lässt, liest sie auf, macht sie auf und knüppelt die Nüsse raus, die geröstet ähnlich hilb schmecken wie Maroni. Den Europäern passt die exzentrische Stinker nicht. Sie verpassen einen grossartigen Humor und eine morbide Delikatesse. Sie pflanzen Ginkgo-Mannen in den Park. Die Ginkgo in diesem Kloster ist zu beneiden. Die in der Stadt südlich von Shanghai, wo in der trübsten Strassenhöhle steht, wo man sich nur vorstellen kann, oder sogar noch drüber, dauert ein. Dafür hat sie nur ein nachsichtiges Lächeln. Sie ist ein Ginkgo. Kannst lange rütteln. Kein Wunder hat ausgerechnet diesen Baum überdauert. Es beisst sie nicht, dass es lärmt, wie wenn die Welt aller spätestens heute unterging. Dass es stinkt, dass die Luft wegbleibt. Nicht einmal die Atombombe hat sie erschüttern. Sie bleibt. Sie grünet, blüht und spickt ihre Stinkfrüchte mit ewigem Schalk auf das Teer.